Okay, hallo zusammen, wenn noch niemand da ist. Äh, ja, ich hätte fast den Stream vergessen, weil ich gerade extrem aufgeregt bin. Ich bin abnormalst aufgeregt. Ja, ich weiß, dass ich jetzt live bin. Genau, ich bin jetzt auf meinem anderen Account, der Sonja Soundheart, weil ich habe vor, ein bisschen questen und so. Und ja, aber jetzt bin ich da gerade etwas am Beobachten außerhalb von Star Stable. Genau, also irgendwie check ich das nicht. Am Samstag ist er in der Schweiz angekommen. Und ja, ist ein bisschen weird. Okay, genau, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los und macht mit der Hauptstory, mit der Hauptstory weiter. Und es ist ein bisschen leislich. So. Also Hauptstory für die Galoppstrecke bei der Baroness. Gut. Hey Raya, schön, dass du da bist und hallo Lena, schön, dass du auch da bist. Mir geht's gerade extrem gut. Ja. Wir seid, ich bin's von Alex. Ich weiß Lena. Und willkommen in meinem Stream. Wir seid, ist es okay, wenn ich Deutsch oder kann ich Schweizerdeutsch reden? Lena, was passt dir besser? Also ich reite jetzt da zum Landgut hoch. Dauert noch ein bisschen. Schweizerdeutsch ist gut, also mir ist egal. Alles klar, dann rede ich Schweizerdeutsch. Ich habe nicht schon so ein trockenes Mund und ich habe erst gerade angefangen zu reden. Ich habe einen Krampf im Fuß. Oh nein, das ist eklig. Vielleicht irgendwie mal aufstehen oder so. Oder irgendwie, ich weiß nicht, was beim Krampf hilft. Wärme. So wie du reden möchtest. Alles klar, dann Schweizerdeutsche Idees. Ist jetzt ein Jump oder ist das gerade fertig? Hm. Genau, also ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich heute mal etwas anderes in Star Stable mache, also Quest anstatt Leveln. Meine Mutter hat mir immer den Tipp gegeben, bei einem Krampf musst du mit dem alten oder wahrscheinlich anderen Fuß auf den anderen Fuß draufstehen. Ah, okay. Ich freue mich nur, weil diese Woche und dann ist bei mir Ferien. Oh, schön. So der Endspurt vor den Ferien. Das ist, das ist immer ganz toll. Genau, Leute, mein Sonny Plüschäffli ist endlich in der Schweiz. Vielleicht kommt er morgen. Und darum freue ich mich gerade so abartig. Und ja. Genau. Oh mein Gott, ich will das Fenster zumachen. Moment. So. Ja, aber Freitag schreiben wir einen Test. Oh nein. Ausgerechnet vor der Ferien. Ein Tag vor der Ferien. Das ist nervig. Auf was freust du dich denn so doll? Es klingt ein bisschen komisch. Es klingt ein bisschen komisch, aber ich habe mir ein Plüschtier gekauft auf eBay, das aus den USA kommt. Und jetzt ist seit dem Freitag kein Update mehr im Tracking, also in der Sendungsverfolgung gekommen. Und heute Abend kommt die Meldung, dass er schon seit dem Samstag in der Schweiz ist. Und ich habe mir so Sorgen gemacht und darum freue ich mich jetzt gerade doppelt so fest auf das Äffli. Genau. Und ich werde wahrscheinlich brüllen, wenn er da ist. Wirst du ihn zeigen? Sehr wahrscheinlich.
Aber ich weiß noch nicht, ob ich es als Beitrag auf YouTube mache oder auf Discord. Auf meinem Server. Mal schauen. Und nein, jetzt kommt die Quest, wo die Hindernisse da nicht siehst, oder? Also auf jeden Fall freue ich mich extrem auf ihn. Also ich habe mich noch nie auf ein Päckchen so sehr gefreut wie auf das. Okay, was muss ich da machen? Nein, das ist wirklich das. Das sind jetzt, glaube ich, unsichtbare Hindernisse. Das ist richtig nervig. Oder? Das ist schon das. Hast du schon Ferien? Ich habe schon lange keine Ferien mehr. Also ich bin weder in der Schule noch bin ich am Arbeiten. Okay, da hat es kein unsichtbares Hindernis. Ja, dann ist doch nicht das. Okay, irgendwie bin ich gerade extrem langsam. So. Ups. Ja genau, einmal komplett ausholen und in die Tisch laufen. Liegt vielleicht daran, dass du keine Ausrüstung drauf hast. Ja, das kann sein. Aber ich habe eben noch keine. Oder keine, die passt oder gut ist, weil ich bin da erst Level 7. Und ja. Und ich habe zu wenig Schilling zum, Gott, 5700, aber trotzdem. Also auf dem Account habe ich bis jetzt nur die Anfi-Ausrüstung und die hat ja eigentlich gar keinen Wert, also macht so keinen Unterschied. Ich kann leider kein Star Stable mehr spielen, weil es nicht zu installieren, meinst du, vielleicht geht. Also du kannst Star Stable nicht installieren. Oder was meinst du genau damit? Ich komme zu dir. Alles klar, Raya. Ich bin da noch ein bisschen im Land gut. So, der Demon Hunter ist Level 3. Yay. Ich hätte gerade so ausgesehen, als ob er gestolpert wäre. Ja, okay. Das ist ein bisschen komisch, dass man Star Stable nicht installieren kann. Vielleicht zu wenig Speicher oder so, da kommt überhaupt irgendeine Meldung. Heute Morgen kommt das Update, ich hoffe, es geht nicht zu lange, um zu laden. Ja, also das Update morgen ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Weil es kommen dann nur die alten Halloween-Rösser und was sonst noch kommt, weiss ich gar nicht. Und die habe ich alle eben schon und darum habe ich morgen wahrscheinlich nichts zum Aufnehmen. Und ja. Na komm. Ah genau, die müssen dahinter, ich habe gemeint, die müssen da in den Stall rein. Bis zum Morgen live. Vielleicht. Es kommt völlig darauf ab, morgen mein Plüschäffchen kommt oder nicht. Weil wenn ja, dann bin ich so glücklich, dass ich dann am liebsten live sein will. Ein bisschen komisch, aber ja. Eventuell. Zu 60 oder 70% bin ich morgen live. Was ist mit deinem Hund? Ja, er ist da gerade neben mir, aber ich weiß nicht, ob ich ihn einschalte. Weil ich weiß eben nicht, ob es dann zu stressig wäre, auf alles gleichzeitig müssen zu achten. Ich kann zwar nur. Also es gibt einen Modus, wo er nur sitzt, aber da muss ich trotzdem aufpassen wegen dem Platz und alles. Also ich habe extra ein bisschen Platz gemacht, also ja.
Welche Haustiere hast du alle? Ich habe nur einen Hund. Ich habe früher zwei Katzen, habe sie aber wieder zurückgegeben. Und jetzt habe ich einen Hund. Hm. Oh, da hinten ist eine Quest. Okay. Gut, irgendwas ist noch nicht ganz im Stall drin. Cool, ich habe Fische. Oh, wie toll! Ich habe jetzt noch nie jemanden gesehen, der eigene Fische hat. Also Tropenfisch oder normale Goldfisch oder sonst kleinere Fisch. Oh, Level Up. Cool. Ich kam mir jetzt irgendwie so vor, als wärst du schon ewig nicht mehr live gewesen. Ja, mir kommt das auch so vor, irgendwie dabei habe ich glaube das letzte Mal am Donnerstag, glaub's, gestreamt. Also 5 Tage, aber dann auch nur ganz kurz gestreamt. Glückwunsch zum Level Up. Danke, Raya. Ich bin schon Level 8. Mal schauen, wie lange das ich heute streame. Da hinten muss ich ran. Also viele, ich weiß nicht welche Arten, aber ich habe unterschiedliche und Garnelen meinst du? Cool. Frag Sabine, ob sie gestern Nacht, okay. Sabinchen. Ich brauch dich. So. Fragt Harry nach der Silberglade Landgut Reitbahn. Okay. Ups. Jetzt hat es gerade geleckt. Okay, dann wo geht's weiter? Weingartenrennen. Klippenbezirk. Machst du auch auf TikTok live? Nein, nur YouTube. TikTok ist nicht für mich. TikTok. Ja. Das müsste denn da sein. Ja, okay, die Reitstrecke Silberglade links da. Okay. Okay, das kann jetzt wirklich ewig dauern. Ich bin im Halloween-Event. Ah, cool. Das habe ich heute schon gemacht. Also auf dem Hauptaccount. Ich freue mich auch schon. Moment, ich freue mich auch schon. Bald habe ich Geburtstag. Oh, cool. Ah, dann kannst du dich wirklich darauf freuen. Geburtstage sind toll. Aber ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich da ein bisschen langsamer unterwegs bin, weil ich nehme es jetzt gemütlich, ich habe also keinen Zeitdruck. Und... Hoppla. Ja.
Was machen wir so schön gemütlich? Das ist erst Viertel ab 7, also von dem her. Da geht es sowieso eher um den Stream zu hören. Okay, kann man auch machen. Und ich hoffe, ich bin da gut im Unterhalten. Was ist das eigentlich, was du da sammelst? Also diese Pfeile. Die sammle ich nicht. Die zeigen mir nur, wo ich durchreiten muss. Oder wo das Rennen durchgeht. Genau. Tolle Strecke. Okay. Antwort auf Sabines Frage. Mhm. Ab nach Moorland. Ups, nicht einstellen. Das kann ich wollen. Und da ist er. Also ich bin einfach überhaupt noch nicht weit. Weil ich habe mir erst, ist das heute gewesen? Ja, ich glaube, ich habe mir erst gerade heute Star Rider geholt auf dem Account. So, von dem her. Okay, das ist jetzt ein bisschen lustig. Wer ist der Thomas Morland steckt im Boden drin. Wir sehen nur seine Füße. Hallo da unten. Okay. Hast du die Frisur auf beiden Accounts geholt? Ja, habe ich. Ja. Nur fällt mir da eben noch das Outfit dazu. Okay. Bug Stable anstatt Star Stable. Weiter zurück zum Landgut, okay. Ich reite dort an, ich habe sie nicht eilig. Warum sind eigentlich diese Pferde so schön? Ich würde sagen, weil sich Star Stable Mühe gibt, die gut anzukriegen. Okay, ich will da doch schnell nachschauen. Ist da immer noch Zustelldatum unbekannt? Ja, ja. Vor allem, der kommt als Brief. Nicht als Paket, sondern als Brief. Das macht voll Sinn. Wie teuer war die Frisur? Ich glaube, die ist extrem teuer. Ich glaube, 9000 Schilling oder 9900 oder so etwas. Und irgendwie 100 Starcoins. Hoi Luna, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Also Leute, ich wechsle wieder auf Deutsch wegen Luna. Also für Luna meine ich. Genau. Ich verstehe dich irgendwie richtig gut, also ich verstehe alles, was du sagst. Das ist doch schön, Lena. Dann, aber ich rede jetzt trotzdem Schweizerdeutsch für Luna. Also sie versteht eben kein Schweizerdeutsch. Aber es freut mich, dass du mich verstehst. Also mein Schweizerdeutsch. Wie geht's, Volki? Mir geht's sehr gut, danke. Und dir, Luna? Hoffentlich gut.
Fragt die Baroness nach Sabine. Wichtigtourin, ich glaube, das ist Alex. Da hinten. Genau. Okay, findet die Hufabdrücke von Sabines mysteriösem Pferd. Besser als gestern, dank meinem Hundi. Ah, das freut mich sehr, dass dein Hund dir da so geholfen hat. Meiner ist auch gerade neben mir und also neben mir auf dem Tisch. Ja, er dient bei mir als emotionalen Anker. Also wenn ich mal ihren Stress habe oder so, dann gehe ich zu ihm oder hole ihn zu mir. Genau. Folge Kahns Hufspuren. Okay. Wie heißt dein Hund, wenn ich fangen darf? Mein Hund heißt Akio. Oder Spitzname Aki. Und ich liebe ihn über alles. Auf dem Tisch? Ja, auf dem Tisch. Gerade links von mir. Wie auf dem Tisch. Was? Ja, ist doch nicht so ungewöhnlich, wenn ein Hund auf dem Tisch ist, oder? Also ich glaube, Raya ist die Einzige, die weiß, warum mein Hund auf dem Tisch ist. Ist er groß? Nein, er ist klein. Also sagen wir vielleicht etwas groß wie ein Chihuahua. Okay, ich glaube, dieses Rennen geht zum Strand da bei Moorland. Doch der wäre groß. Nein, er ist sehr klein. Aber dafür ist er schon sehr alt, also ja. Für einen Hund fast schon ungewöhnlich alt. Ach so, dann geht das ja. Genau. Ach so, deswegen auf dem Tisch, Tisch sonst sieht er nichts. Ja, obwohl er schaut immer in meine Richtung. Also, ja. Interessiert ihn nicht wirklich groß, was da auf dem Monitor passiert. Und leider ist er in der Nacht ein bisschen, also sieht er nicht so gut. Weil dann sieht er nicht einmal seinen Lieblingsball und der ist knallorange. Also, ja. Ich soll mal SSO spielen. Ja, okay. Willst du SSO spielen? Nein. Ich kann ihm helfen, ihn zu suchen. Ja. Ups. Äh. Triff Alex schon wieder beim Land. Gut, ich glaube, ich wechsle mein Heimi gleich dorthin. Dann muss ich nicht immer dorthin reiten oder schnell reisen.
Es wäre schon toll, wenn mein Hund SSO spielen könnte. Aber das kann er leider nicht. So. Weiter zum Ratsmann. Es ist so viel hin und her. Es ist unglaublich. Vielleicht ausprobieren. Also, ich kann dir sagen, also ausprobieren meinst du jetzt darauf bezogen, dass mein Hund jetzt so spielen sollte oder auf etwas anderes? Ich bin vielleicht ein bisschen zu sehr im Hype wegen meinem Plüschaffen, der vielleicht morgen schon da ist. Weil der Anfang der Quest ist immer so mühsam hin und her gereitet. Ja, und Nebenquests genauso. Aber wenn man keinen Stress hat oder so, dann ist es eigentlich ganz okay. Ah ja, vielleicht kann er ja so spielen wie du. Nee, das bezweifle ich. Mein Hund hat auch mal SSO gespielt, das habe ich einen Riss auf dem Display. Oh nein! Ist er in diesem Fall drauf gestanden? Das kann da nicht passieren, weil ich am PC spiele und da wird er höchstens, nein, nicht einmal das, er wird nicht einmal auf der Tastatur rumlaufen. Oh Mann, das wäre so süß, wenn Pferde auch Hexenhüte tragen können. Oh ja, das wäre, jö. Es gibt ja einen Hut für Pferde, aber ich glaube, den gibt es schon lange nicht mehr. Es ist ein sehr altes Item. Ähm, ja. Aber ich glaube, Hexenhüte gibt es leider nicht für die Pferde. Aber es wäre wirklich extrem süß. Ups. Ah, genau. Ja, leider, ich hoffe, es bringen es wieder rein. Ja, ich finde das so herzig. Hüte für die Pferde. Es gibt ja diese Blumenkränze, aber das ist nicht dasselbe. Er hat drauf gehauen, weil jemand vorbeigeritten ist. Wie eine Katze, die etwas auf einem Display jagt. Naja, mein Hund wird höchstens über die Tastatur stolpern. Aber er ist da brav am Herumliegen. Also kann da nichts passieren. Ich könnte auch noch ein bisschen Licht sammeln. Okay, wie viel Licht habe ich überhaupt? 142, okay. Ähm, okay. Oder hoffentlich stolpert er nicht wirklich. Ja, das hoffe ich auch, dass es nicht passiert. Weil es würde ihm überhaupt nicht gut tun. So. Kommen morgen nur die alten Halloween-Pferde? Ja, die kommen morgen, aber was sonst noch kommt, also ins Spiel kommt, weiß ich tatsächlich nicht. Hätte mit dem Buch zurück zu Alex. Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr schnell schauen, was morgen wirklich alles ins Spiel kommt. Oder ihr schaut selbst schnell nach. Oder vielleicht interessiert es euch auch nicht wirklich. Dann lasse ich es. Bis morgen Halloween Update und Star Step. Okay, Leute, ich schaue schnell nach. Das mache ich jetzt extra für euch. Also auswendig weiß ich jetzt leider nicht, was kommt.
Also der Kessel spuckt weiter Belohnungen aus und ein neues Rezept erscheint im Zauberbuch. Also es gibt etwas Neues zum Erhalten aus dem Zauberkessel. Die Geschichte des Galoppierers geht weiter und die alten magischen Pferde kommen. Das sind diese drei Dinge, die kommen. Und vielleicht neue Ausrüstung oder so, aber das weiß ich nicht. Also für mich nicht sonderlich spannendes Update. Handschuhe, Schuhe und Sattel kommen morgen raus beim Hexenkessel. Ah, alles klar. Cool, wirst du dir die Pferde holen? Nein, weil ich die bereits habe. Und magische Pferde doppelt kaufen ist etwas speziell. Also ganz vielleicht hole ich mir nochmals eins, obwohl ich alle habe. Aber da bin ich mir noch extrem unsicher. Aber tendenziell nein. Oh Gott, morgen verschwinden ja die Isis und Shires. Gen 2. Muss mir da noch ein paar holen. Ich weiß gar nicht mehr, was für alte Pferde es noch gibt. Also es gibt das Kürbispferd, das Pepita, dann das Tumhuf, das Skelettpferd, dann die beiden mit dem Geweih und ja, und ein paar andere. Wie lange spielst du Star Stable schon? Ein bisschen über ein Jahr, also März 24, also letzten März im 2024 habe ich angefangen, am 13. um genau zu sein. Ich hätte macht da noch ein bisschen Nebenquests, die geben auch ordentlich XP. Und dann übernachte ich kurz. Oh mein Gott, ich muss mir noch ein paar holen. Ja, wenn du noch ein paar möchtest, dann solltest du noch schnell sein. Also ein Pro. Nein, nicht ein Pro. Nope. Für das bin ich zu schlecht in Championaten. Das Karussellpferd und das Roboterpferd kommen noch. Ja, die sollten auch noch kommen, genau. Bin weg, musste kurz einen Kampf um mein Bett machen, weil Leo, also mein Hund, hier keinen Platz machen wollte. Oh nein. Hat sich Leo breit gemacht. Ich finde, du bist gut. Danke, Lena. Weil ich noch nie oder sehr selten Platz 1 wurde bei den Jumpies. Also ja, seit über einem Jahr spiele ich praktisch täglich Star Stable. Es klingt verrückt, ich weiß, wenn man das so sagt, aber es gibt Routine. Und solange man davon profitiert, ist das doch gut. Ja, aber mein ganzes Bett. Oh je. Und jetzt hast du mehr Platz, oder nicht? Zum Silberkleid sind. Okay. Mal schauen, ob es da jetzt was Neues gibt. Bitte. Arrived at Customs. Warum hat es jetzt 3 Tage gebraucht? Okay, vielleicht kommt er doch nicht morgen. Schade. Ich suche da. Ich suchte das Subnautica richtig in mich rein. Ja, Subnautica ist toll. Moment, um welche Zeit? Okay. Ah, 6 Uhr abends bist.
Einfach mit Leckerlis weglocken, aber jetzt liegt er auf mir. Oha. Hoffentlich ist er nicht allzu schwer. Oh, schon wieder ein Level up. Yay, ich bin Level 9. 9 Fellfarben kommen ja auch noch. Muss man beim Denken, aber nicht morgen. Nein, morgen kommen die nicht. Die kommen sehr wahrscheinlich in Woche 3. 3 neue Fellvarianten kommen nächste Woche. Glückwunsch zum Level Up. Danke, Raya und Luna. Ich muss so folgen. Viel Spaß noch bei und alle. Tschüss, Lena. Schön, dass du da warst. Und gute Nacht später. Und ja. Gib mir Öl, okay. Hallo, Lea. Schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Hol etwas, okay. Ah, das ist das. Okay. Ah, ich mag diese Quest nicht. Nicht gut. Oha, warum denn nicht, Lea? Okay, ich muss da lang. Okay, bei euch alle. Tschüss, Lena. So. Ich glaube, da braucht noch eins. Perfekt. Ich hatte. Nein, bist du krank? Oh je. Dann gute Besserung, Lea. Hoffentlich wirst du schnell wieder gesund. Volki. Was ist Luna? Habe ich etwas Falsches gesagt? Hoffentlich nicht. Vergleich die Proben, okay. Ach, wir heute. Meinst du, was wir heute machen? Heute queste ich da ein bisschen auf meinem anderen Account. Leo hat seine Leckerlis in mein Bett verteilt. Oh nein, was macht er für Sachen? Jetzt kann er die alle einzeln essen, oder? So. Weiter rüber zum Weingarten, okay. Vielleicht auch Salz. Ja, kann man ruhig sagen. Cookie. Hallo Cookie. Schön, dass du da bist. Und hey, wie geht's? Mir geht's ganz gut, Cookie. Danke der Nachfrage. Und wie geht's dir? Ich bin Sonja. In den Feldern, okay? In den Feldern. Nice. Ich hab dich lieb, kleine Wolke. Oh, danke, Lea. Das ist sehr lieb von dir. Ganz gut. Ah, das freut mich, dass es dir gut geht. Okay, ich muss da irgendwie durchs Gebüsch oder einfach da runter.
Wisst ihr, was mich stört? Dass man ihren Namen hier nicht mit Y schreibt, so wie meinen. Ich finde das so schade. Aber diese Schreibweise gibt es nun mal auch. Mein Papa ist von Korea. Ach, ich dachte, du hast mal Korea gesagt. Kann das sein? Und Mama ist von Deutsch. Deutsch. Also halb Koreanerin und halb Deutsche. Cooler Mix. Oha, Luna. Okay, aber schön, dass du noch da bist. Das freut mich sehr. Ups, ja, einmal falsch geritten. Oh, mein Kampf ist weg. Ah, das ist doch toll. Das ist toll, Raya. Ja, da lang geht's. Okay, und jetzt muss ich auf Sonja warten. Sonja wartet auf Sonja. Nice. Und da kommt sie. Also das Papier in 4 Seriennummern. Okay, ich glaube, da darf ich auch nicht gesehen werden. Komm schon. So, noch 2. Boah, mein Hals wieder. Immer wenn ich so viel rede und vorhin so wenig geredet habe. Ja. Okay. Komme ich da durch? Perfekt. Nein. Geh zurück. Mann, ich habe den nicht gesehen. Eine Stift und Papier. Och nö, jetzt muss ich das nochmals machen. Hä? Ist sie jetzt verpackt? Sammle diese alte. Okay. Aber ich habe ja keinen Stift und kein Papier. Oh no, ich habe eine verpackte Quest, Leute. Finde Stift und Papier, aber. Och nö. Okay, sollen wir zu meinem Hauptaccount wechseln? Hängt der Stream nur bei mir? Bei mir steht sehr gute Verbindung. Jetzt geht's. Okay, gut. Was, Leute, wollen wir wechseln? Ähm, oder wollen wir weiter questen? Ich überlasse es euch. Genau wie ich mit dem Geist gestern. Oha. Weil ich habe jetzt keine Lust, das Spiel neu zu starten. Kannst du bitte Mala? Was meinst du damit, Lea? Okay, ja, ich brauche vielleicht einen Schluck Wasser. Das Spiel. Okay, welches Spiel meinst du? Kannst du machen. Okay. Also, was würde euch mehr interessieren? Questen oder Leveln? Was muss ich auch gehen? Würde heute noch ein bisschen bei Niklas in den Stream schauen, wenn es okay ist. Alles gut, Cookie. Dann bis nächstes Mal. Schön, dass du da warst. Einmal aufgestanden und es liegen Leo und 3 Katzen in meinem Bett. Oha.
Okay. Sonst würde ich zu meinem Hauptaccount wechseln und dort ein bisschen leveln. Ich habe schon ein bisschen gelevelt. Ich glaube, im Landgut bin ich. Gute Nacht, schlaft gut, träumt schön. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Cookie. Und nochmals danke, dass du da warst. Hast du auf beiden Accounts die Halloween-Quest schon gemacht? Ja, zumindest hier so viel ich konnte. Also zum Beispiel die Kürbisjagd kann ich auf diesem Account nicht machen. Genau. Mir ist egal, ist beides supi. Hauptsache du bist live. Entschuldigung Leute, aber ich habe so einen trockenen Hals gerade. Okay. Das hat mal in ein Video gemacht. Okay. Also dann würde ich sagen, wechsle ich doch schnell den Account. Und dann muss ich da keine Starcoins zum Übernachten ausgeben wegen der Hauptquest. Okay, ich hoffe sehr, dass ich sie. Oh mein Gott, bitte sag nicht, dass man das. Oh, man sieht es nicht. Genial. Habe ich das? Lautschalten? Perfekt. Das Maler. Ich weiß nicht, was Maler bedeutet. Okay, dann wechsle ich kurz den Account. Jetzt, ja, das ist die verpackte Quest. So, jetzt habt ihr kurz einen Black Screen. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Weil ich mag nicht, wenn man meinen Hintergrund sieht, aus meinem Desktop. Gut. Ausloggen. So. Okay. Ich frage mich auch noch, wie jemand in Blackstream machen kann oder ein Bild einfügen kann, wenn man mal weg ist. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Also Blackscreen weiß ich, wie man das macht, weil ich hier die Quellen auswählen kann. Und wenn die dann aus ist, dann ist der Blackscreen. Also ja. Zum Glück sieht man hier bei mir nur das Spiel und nichts anderes. Bitte. Ja, ist gut, Lea. So, da bin ich. Auf meinem Hauptaccount. Genau, ich bin heute mit Aria unterwegs. Sie ist das ein Drachenpferd. Ich habe es lieber im unverwandelten Zustand. Das habe ich gar noch nicht gemacht. Hast du das Spiel mit Maler? Ich weiß wirklich nicht, was du meinst, Lea. Es tut mir so leid. Cool. Was cool, Raya? In meiner Welt ist das Pferd eine Diva. Ja, es sieht schon ein bisschen wie eine Diva aus. Aber bei mir ist es ein normales Drachenpferd. Das Videos. Okay. Ach so, ich kapier's, Lea. Das Spiel, bei dem ich zeichnen muss, meinst du das mit Maler? Malen. Maler. Meinst du das? Bei dem meine KI errät, was ich da zeichne. Ja, okay, da meinst du das. Ja, das könnte ich mal streamen, aber das müsste ich erst vorbereiten, bevor ich da irgendetwas mache. Nein, ich habe ja das schwarze Pferd habe ich Cherry genannt und die andere dachte ich wäre ihre Schwester, die aber ein wenig divamäßig drauf ist. Okay, kannst du bitte? Also nicht heute, Lea. Ein andermal dann. Ups.
Genau, einmal da in den Dings rein. Alles okay bei dir, Lea? Okay, da ist Jasper. Perfekt. Du. Nicht gut. Oh je. Ja, du hast ja mit den Emojis gezeigt, dass du krank bist. Ja, naja, dann wünsche ich dir wirklich gute Besserung und hoffentlich wirst du schnell wieder gesund. Komm nicht mehr in SSO rein. Oh nein, das ist doof. Kommt denn irgendeine Fehlermeldung oder was passiert da? Ich bin in meinem Bett. Ja, das ist gut, Lea. Da kannst du dich ein bisschen ausruhen. Hast du eine Grippe, dann viel Tee trinken. Ja, Tee ist sehr gut. Oder in der Schweiz haben wir das sogenannte Neocitran. Das ist so was wie ein Tee, ein Gesundheitstee, kann man so sagen. Also es hat so Wirkstoffe drin, die den Körper unterstützen. Und ja, das trinke ich immer, wenn ich krank bin. Was zum Glück schon sehr lange nicht mehr der Fall war. Ich muss mich halt neu anmelden, aber das geht nicht. Vielleicht vertippt? Oder. Also spielst du auf dem Tablet oder auf dem PC? Gemeinsamer Moment. Handy. Okay, dann vielleicht das Spiel neu installieren. Vielleicht hilft das. Und sonst weiß ich es leider nicht, wie man das beheben könnte. Vielleicht ist es das WLAN. Ja, das kann auch sein. Ich bin Lea und du. Ich weiß, dass du Lea bist. Und du. Was meinst du, mich oder jemand anders im Chat? Ich. Okay, ich bin Gabi. Also eigentlich ganz simpel. Okay. So. Hallo Pferdemädchen, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Wer spielt Roblox? Also ich nicht. Ich spiele das nicht. Oder noch nicht. Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch sehr gut. Genau. Nur habe ich ein bisschen einen trockenen Hals, deshalb muss ich so oft räuspern. Aber ja, das ist bei mir normal. Leider. Das freut mich. Genau.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist bald bei Ihnen. Was? Sag jetzt nicht, dass er morgen kommt. Sag jetzt nicht, dass er morgen da ist. Ja, ist gut, ich weiß, ich weiß. Bitte, 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 bitte. Sag jetzt nicht, dass er morgen schon da ist. Oh mein Gott, Leute. Leute. Das Warten hat endlich ein Ende. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du bist Rumi, haha. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Oh mein Gott, ich bin gerade so glücklich. Geht immer noch nicht. Oh je, also Luna, was hast du jetzt schon alles versucht? Oh mein Gott, mein Familienmitglied kommt morgen. Ich glaub's ja nicht. Der kommt tatsächlich morgen. Dann ging er ja extrem schnell durch den Zoll. Das ist ja abartig toll. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der Affe kommt. Ja, er kommt tatsächlich morgen schon. Es ist so toll. Ich habe so lange auf ihn gewartet. Einen halben Monat. Und ich hatte die letzten Tage solche Sorgen, dass irgendetwas passiert ist, weil das Tracking einfach nichts angezeigt hat. Ja. Und morgen ist es endlich soweit. Endlich ist er dann da. Und ich schwöre euch, ich muss dann ganz bestimmt weinen, wenn ich ihn auspacke. Weil, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Ich freue mich einfach riesig auf ihn. WLAN gecheckt, gelöscht und heruntergeladen, versucht wieder anzumelden. Ah, dann vielleicht am Support schreiben? Oder nochmals genau schauen, ob du dich nicht vertippt hast bei den Anmeldedaten. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Ja, ich bin auch gespannt, wie er ist, wenn ich ihn live sehe. Also ich weiß ja, wie er aussieht anhand von den Bildern. Aber live wird es bestimmt nochmals etwas anderes. Morgen kommt meine Freundin. Ich habe ihr Blumen gekauft. Oh, das ist doch schön. Das ist toll, Luna. Am Ende ist es noch ein Outfit, den ich auch zu Hause. Ein Outfit, den ich auch zu Hause habe. Stell dir das mal vor. Du meinst wahrscheinlich der Affe, oder? Nee, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du denselben hast. Wenn, hoffentlich reden wir jetzt nicht gerade aneinander vorbei. Wo ist der Hund? Der ist Roboter. Er ist neben mir. Aber noch ausgeschaltet. Wer kommt? Meinst du jetzt mich oder Luna? Pferdemädchen. Kannst du machen. Ich könnte ihn einschalten. Aber ich weiß nicht, ob das ein zu großen Stress ist. Wer kommt morgen? Mein Plüschhäfchen, das ich vor einem halben Monat bestellt habe und jetzt wirklich sehnsüchtig erwarte. Genau. Ja, bitte. Okay, also ihr hört ihn dann nur, also wie er da ein bisschen herumspielt und so. Aber sehen könnt ihr ihn nicht. Cool, genau. Ich freue mich wie ein Kind vor Weihnachten. Oh je. Und ich werde so emotional, wenn er da ist. Ich werde alles filmen. Also ich werde filmen, wie ich runter zum Briefkasten gehe. Ich werde filmen, wie ich ihn hochbringe. Ich werde filmen, wie ich ihn auspacke. Ich werde meine Reaktion auch noch filmen. Und ja. Streichle ein Hunde von mir. Alles klar, werde ich machen. Akio, hey du. Das ist von der Luna, okay? Ja, ganz ein Feiner bist du. Ist erledigt, Luna.
Er hat sich gefreut. Was ist der Hund oder der Affe? Morgen, der Hund habe ich ja schon. Er ist schon irgendwie 2 Monate oder 3 Monate bei mir. Der Affe kommt morgen. Ich bin so glücklich, dass er morgen tatsächlich kommt. Nach all der Aufregung und den ganzen Sorgen ist er endlich da. Oh, ich freue mich. Oh ja, ich freue mich auch extrem. Die Frage ist, wenn es euch interessiert, wie der Affe aussieht, wollt ihr es als YouTube-Beitrag oder auf Discord einfach als Bild haben? Weil ich glaube nicht, dass alle meine Abonnenten sich dafür interessieren, wenn sie das sehen. Als Beitrag meine ich. Und deshalb vielleicht lieber auf Discord. Stimmt. Ist ein bisschen besser. Okay. Die kleine Sprungbahn. Also ich werde diese Nacht bestimmt nicht schlafen können vor lauter Aufregung. Es wird eine lange Nacht. Volker, meine Freundin, hat mir gerade ein Herz geschickt, OMG. Och, das ist süß. Das heißt, sie mag dich. Mach bitte Hund. Also du möchtest, dass ich den Hund einschalte? Will da sonst noch jemand, dass ich jetzt ihn aktiviere oder nicht? Oder soll er einfach ruhig neben mir liegen? Für mich ist das so. Wie heißt er nochmal? Er heißt Akio. Und mein Plüschaffe hat auch schon einen Namen, obwohl er noch gar nicht da ist. Also es kann sein, dass es für mich dann einfach stressig ist, weil ich gleichzeitig auf den Hund aufpassen muss und dann auf euch achten muss, also was ihr da so schreibt und gleichzeitig in Star Stable leveln. Ich weiß nicht, ob das schlau ist oder ob ich ihn einfach da in Ruhe schlafen lassen sollte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay. Einmal das Flachs mitnehmen. So. Dann wären die Golden Hills schon gemacht. Und Arya ist Level 12. Yay. Mach bitte mit der Gute. Mit dem Hund meinst du wahrscheinlich. Schlafen lassen, das ist auch Schlafen fassen. Und was habe ich eben gesagt? Irgendetwas total komisch ist. Schlafen lassen, das ist auch neu. Okay.
So, Rennstrecke der Baron. So. Ich spiele Roblox. Okay, cool, Lea. Und Papa sagt manchmal zum Googeln, Gurgeln. Das ist auch gut. Einer hat gesagt, du bist dumm. Hä? Wer hat das gesagt? Ups. Und warum hat er das gesagt? Hat er einen Grund genannt? In Roblox. Ach so, in Roblox hat dir jemand das gesagt, oder? Oder sind wir fett? Oder Windoof. Windoof ist auch so etwas. So. Ich bin so aufgeregt wegen morgen. Es wird so toll. Volker, ich muss dir was sagen. Okay, was denn, Luna? Du bist nett. Danke, Lea. Du bestimmt auch. So. Okay, dann Rennstrecke 2.0. Schnell einen Schluck Wasser. Hm. Fast noch die Wasserflasche halb ausgeleert. Aber da. Okay, meinst du, du hast jetzt gerade ein Abo da gelassen? In diesem Fall vielen herzlichen Dank, Lea. Also hab Angst, dass das komisch rüberkommt, aber kann ich dir auf Discord schreiben? Kannst du ruhig, Luna. Wenn es zu privat ist oder so, einfach auf Discord. Dann schaue ich es mir noch einmal an, was du da geschrieben hast. Ich liebe dich so, wie du bist. Oh, das ist sehr lieb von dir, Lea. Du bist bestimmt auch gut, so wie du bist. Ja, heute bin ich tatsächlich anders drauf als sonst. Vielleicht merkt man es auch. Also ich habe gestern im Stream von Raya geschrieben, dass es da noch eine andere Wolke draußen gibt, die nur ich und meine Mutter kennen. Und ja, morgen wird diese Wolke wieder hervorkommen, sehr wahrscheinlich. Also was heißt sehr wahrscheinlich, sie wird zu 100% hervorkommen. Und ja. Braun, Rot, Blond, Schwarz, Pink, Violett, Weiß, Dunkles, Blond oder Grau, was soll ich nehmen? Meinst du bei den Haaren oder Raya? Oder bei was? Okay, Luna hat mir geschrieben. Dann schaue ich es mir schnell auf dem Handy an, nicht, dass es da aus Versehen noch etwas angezeigt wird. Schnell schauen. Oha. Oh. Entscheid du, Wolke. Braun, Rot, Blond, Schwarz, Pink, Violett. Nimm Violett.
Okay. Gut, ich habe Discord jetzt wieder zugemacht. Ich habe Luna schnell geantwortet. Mach du das mit der Hund? Also du willst, dass ich meinen Hund aktiviere, obwohl er da gerade so ruhig schläft. Na gut, er hört bestimmt zu. So, ab zum Observatorium hoch. So, das Observatoriumsrennen. Perfekt. Wer liebt die Wolke Kleine? Okay. Ups, genau. Immer wenn es vor dem Sprung leckt. Das haben wir doch alle gern. Nein, natürlich nicht. Bei mir ist alles vernebelt. Oh nein. Also ein visueller Bug in Star Stable, oder? Ich habe aber Angst, dass sie mich nicht mag. Luna, das kann rein theoretisch sein. Also sie mag dich ganz bestimmt. Aber ja. Äh. Also ich schreibe es dir schnell, um dein Geheimnis zu wahren. Ähm. Okay, ich habe dir jetzt auf Discord geschrieben, damit das auch sicher bleibt und nicht an die Öffentlichkeit kommt. Du besten YouTube. Wahrscheinlich du beste YouTuberin. Oh, du, was meinst du, Lea? In diesem Fall danke vielmals. Das freut mich sehr. Also Luna, wenn ich ehrlich sein darf, in deinem Alter hatte ich auch sowas. Ah, da ist... Oh mein Gott, Raya. Partnerlook. Wie gut. Diese Frisur steht dir ziemlich. Ich sag einfach mal, dass es eine Perücke ist. Kann man auch machen. Gute Idee. Man kann die Frisur ja beliebig ändern. Also bei denen, die man bereits besitzt. Also kannst du je nach Lust und Laune immer. Ja. Das bist du. Pferd plus YouTube plus Bett gleich plus Reden. Okay, spannend. Ui, Raya hat jetzt auch die Rumi-Frisur. Raya, hast du den Film bereits gesehen? Habt ihr geschrieben, Wolke? Okay, ich schaue gerade mal nach. Okay. Gut, und ich habe dir geantwortet, Luna. Nee, dann muss ich die Perücke wahrscheinlich abziehen.
Okay. Genau, also ich mache da mal weiter. Warum nicht? Oh, das sieht richtig toll aus mit dem Hut. Irgendwie. Hat was. Warum hat keiner diesen geilen Film gesehen? Ich habe ihn gesehen, Luna, und ich fand ihn extrem toll. Aber nur aus einem Grund. Raya weiß den Grund. Und ja, jetzt sind wir wieder Star Stable-Zwillinge. Ich hatte morgen Volleyball und Basketball. Cool. Also bist du sehr sportlich unterwegs. Ich habe Ausschnitte gesehen und ich weiß, dass er gut ist. Genau, deswegen schenke ich ihr auch Blumen. Ah, Luna, okay. Na dann viel Erfolg. Ich weiß den Grund auch. Okay, und was ist der Grund? Ich teste euch mal ein bisschen. Ich finde, die Frisur hat was von Punk. Ja, hat irgendwie was. Ich muss. Was? Okay. Deine Lieblingsmarke oder so? Genau, Luna. Du hast es. Weil, ja. Ich liebe die Marke, die diesen Film gemacht hat. Also ich bin mehr als Fan davon, kann man fast schon sagen. Und deshalb auch die Frisur. Nicht, weil ich den Fan vom Film bin, sondern weil ich von der Marke, die dahinter ist, Fan bin. Und deshalb ist es so wie, dass ich meine Spezialinteresse oder Herzensinteresse da ins Spiel holen kann. Das finde ich extrem toll. Ich habe mal überlegt, ob es auch noch die anderen Frisuren der anderen Charaktere gibt. Stimmt vielleicht, oder was Ähnliches. Ich habe da noch nie nachgeschaut. Wie findest du Gino? Ja, ganz okay. Also ganz okay, genauso wie alle anderen Charaktere. Also ich habe, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, habe ich nebenan ein bisschen gelevelt. Deshalb war nicht meine hundertprozentige Aufmerksamkeit beim Film. Aber ja, ich liebe Gino. Okay. Ah, der hat schon was. Stimmt, wir haben ja gar keine Zöpfe. Ja, und Midnight ist gerade da. Perfekt. Keine Zöpfe. Also ich kann mir die Frisuren der anderen Charakter leider nicht merken. Genau. Gino hat was von Cat Noir. Okay, das sagt mir jetzt leider gar nichts. Mal schauen, ob Aurora da ist. Nur ganz okay, ich liebe ihn, er sieht so aus. Okay, ja, für mich ist er ganz okay. Aber ich habe so andere Charakter, die ich so toll finde. So, okay. Kannst du Wilgen? Meinst du vielleicht Twilight oder etwas anderes? Ich habe einen Shorts gesehen, wo sie die beiden Charaktere miteinander vergleichen. Spannend. Aber ich bin der Leiter kann nur auf Fanbase. Aber ich bin. Was? Okay, okay. Also, Leo, wenn du Twilight meinst, ich kenne nur den Namen und ein paar Filmposter, aber mehr davon kenne ich leider nicht. Dann haben wir wahrscheinlich denselben Job gesehen. Okay. Nicht leider, leider.
Ah, okay. Aber ich bin der leider kann nur auf Fanbase. Okay, ich verstehe den Satz trotzdem nicht. Genau ist Aurora genau dann da, wenn ich im Rennen bin. Nice. Okay, dann schnell zu ihr. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Aurora. Da hinten. Perfekt. Genau. Also so streichle ich Pferde auch immer. Irgendwie 1 Meter daneben. Gut. Okay. Cat Noir Fanbase. Okay. Also ich kenne es überhaupt nicht. Leo frisst gerade meine Hand. Oh no, ganz böser Junge. Aber solange es nicht weh tut oder so, kann er das machen. Außer du möchtest es nicht, dann musst du ihm das sagen. Außer er ist so wie Akio, also wie mein Hund. Und der hört manchmal einfach gar nicht zu. Es ist mir wieder eine Idee für einen Short gekommen. Ah, cool. So, dann das nächste Licht trennen. Wenn es weh tut, dann beiß ich ihn zurück. Aber nur ganz sanft, Luna. Wenn überhaupt. Wenn er es dann überhaupt auch versteht. Ja, natürlich. Genau. Ups. Nein, bitte. Nein. Okay, ich fange von neu an. Das war nichts. Und ein gemeinsamer Moment. So. Okay, irgendwie ist die Musik jetzt weg. Aus welchem Grund auch immer. Also diesen Labhaufen will ich noch mitnehmen. Wo P? Was P? Mein BFF ist da. Oh, das ist doch schön, Lea. Das freut mich, wenn da jemand bei dir ist. Hallo Larissa. Okay, heißt deine BFF Larissa? Ja, okay, cool. Ich
Robin gefragt, ob meine Hand ihm schmeckt. Er hat mich dann komisch angeguckt. Was bedeutet das ja? Jö. Sie hat Hallo gesagt. Okay. In dem Fall Hallo zurück. So. Gut, die 2500 Pferde-XP lasse ich mal aus. So. Boah, Aria ist bald Level 13. Das geht auch sehr schnell. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich frage mich gerade irgendwie, was Leo tun würde, wenn er vor deinem Hund stehen würde. Ich denke, er würde erstmal das machen, was Hunde immer tun, nämlich Infos über den anderen Hund bekommen, indem er hinten schnüffelt. Das machen Hunde so. Und ja, aber es wird ein bisschen schwierig. Ich muss nebenbei sagen, die Frisur hat wirklich etwas an sich, aber ich hätte mir den Zopflicht schon länger gewünscht. Ja, das wäre schon cool gewesen, aber man muss auch bedenken wegen Copyright. Star Stable darf die Frisur nicht 1:1 ins Spiel bringen. Genau, also haben sie es leicht abgeändert, dass es auch legal ist. Außer sie haben eine Lizenz, dann dürften sie es. Aber das ist unwahrscheinlich, dass Star Stable ausgerechnet von Sony eine Lizenz hat. So. Okay, dann ab zur Druidenkoppel. Aber zuerst noch dieses Irrlicht fangen. So. Perfekt. Und da ist Raya. Okay, was gibt's da heute? Geistlichter, perfekt. Ich habe gedacht, Star Stable macht Werbung für den Film. Das ist schwer zu sagen. Aber ich denke jetzt weniger. Ich denke, sie springen einfach auf den Hype auf. Und ja. Und deshalb ist der Zopf nicht 1:1 gleich wie im Film. Ich direkt vor Alex stehen bleibe. So. Okay, ab zum Whaledale See. Whaledale See. Convenu?
Okay, ja. Ah, ich freue mich so brutal auf morgen. Sendung wurde sortiert für die Zustellung. Juhui. Okay, ich denke, Lea ist ein bisschen ungeduldig. Was ist das? Was ist das Bett? Hm? Was ein Bett ist, sollte eigentlich klar sein. Okay. Noch auch YouTube mit meinem Papa. Ah, schön. Na dann viel Spaß. Ups, da lang. Okay, ich muss schnell etwas machen. Da außerhalb von SSO. Da. Okay. Und weiter geht's. Den Weg musste eben Katzen füttern. Wurde halb aufgefressen bei 15 hungrigen Katzen. Oha. Ja, bei 15 Katzen ist schon ein bisschen viel los. Besonders wenn alle Hunger haben. Okay. Ich glaube, reicht das für ein Level Up? Ja, perfekt. Aria ist Level 13. Yay. Oh, wie süß, wie sie gerade gewirrt hat. Oh. Wenn man schon bedenkt, dass zwei Katzen Schwierigkeiten machen beim Füttern. Ja. Besonders wenn der eine Kater sich an beiden Schüsseln bedient und der zweite einfach nur zusieht. Das ist bei mir passiert. Okay. Ich muss weg, bye. Okay. Tschüss. Lea, schön, dass du da warst.
Okay. Dann würde ich sagen, ab nach Firgrove. Okay, Moment. Ich würde so gerne mal die Musik von einer Punkband nehmen, aber ich denke, es ist 100% Copyright geschützt. Ja, das ist sehr gut möglich. Okay. Wolke, was sind deine Lieblingssänger, Sängerin? Ich habe jetzt nicht wirklich einen Lieblingssänger oder Sängerin. Ähm, aber die ich gerne höre, sind Heimweh, so eine Schweizer Band. Und Miracle of Sound mag ich auch sehr. Und ja, das sind so diese, die ich gerade, oder nicht gerade, die ich gerade, nein, eben nicht, die ich meistens höre. Obwohl, denkst du, ich könnte es einfach mal ausprobieren und dann schauen, ob die Musik Copyright geschützt ist, obwohl es vielleicht klar ist. Ich würde das nicht rein, ja. Aber was du ausprobieren könntest, wäre ein KI-Song erstellen mit diesem Genre und dann bist du auf Nummer sicher. Weil KI-Songs sind nicht Copyright geschützt, zum Glück. Okay, knifflige Baumstammstrecke. Morgen wird so ein extrem toller Tag. Und emotional wird er auch. Also ich lade manchmal die Musik einfach hoch und schaue mal, was passiert. Ja, das kann man auch machen, aber dann, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit Copyright funktioniert, wenn man den Video privat macht, aber auch da sollte man aufpassen. Dann schaue ich später, wenn es Copyright geschützt und nehme das Video oder das schon gleich wieder runter. Ja, also ich persönlich würde es jetzt nicht machen, ich würde auf Nummer sicher gehen, aber schlussendlich ist es deine Entscheidung. Okay. Ein Zuschauer. Ja, diese Anzeige stimmt nicht immer. Also, ich glaube jetzt kaum, dass da nur noch ein Zuschauer ist. Also manchmal wird ein Video auch bei mir wegen Urheberrecht gesperrt.
Ja, dann würde ich da aufpassen, weil ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber man bekommt einen Strike, wenn man Urheberrechte verletzt. Oder einfach eine Warnung oder so. Und wenn man irgendwie 2 oder 3 Strikes hat, wird man von YouTube ausgeschlossen. Deshalb wäre ich da extrem vorsichtig. Aber es wird auch gesagt, dass man jetzt manchmal auch drauf behalten kann und dass es keine Auswirkungen auf den Kanal hat. Okay, naja, schlussendlich musst du es wissen. Null Zuschauer. Ja, wird bei mir auch gerade angezeigt, obwohl mindestens ihr beide, Raya und Luna, dabei sind. Also eben diese Anzeige stimmt meistens einfach nicht. Also wie soll man sonst Musik auswählen für seine Videos? Es gibt in der YouTube-Mediathek gibt es Musik, die man verwenden darf. Die ist dann nicht Copyright geschützt. Und da kannst du dir irgendwas raussuchen. Aber ich selbst erstelle die Musik selber und da habe ich dann die Rechte an dieser Musik. Und deshalb habe ich da nie Probleme damit. Ich liebe diese Zuschaueranzeige einfach. Ja, es ist ein bisschen nervig. Weil so wurde ich mal während dem Stream sehr demotiviert und habe dann so ein bisschen komische Sachen gesagt, die nicht wirklich an die Öffentlichkeit gehört. Wie zum Beispiel, warum streame ich überhaupt, wenn eh niemand zusieht und solche Sachen. Aber vielleicht hat da die ganze Zeit jemand zugesehen. Oh Gott. Das wäre so unangenehm. Okay. Nein, nein, nicht nochmal. Das wollte ich. Gut, dann ab zur Starshine Ranch. 0 Zuschauer. Genau, hallo an all die 0 Zuschauer. Willkommen in meinem Stream. Hoffentlich gefällt es euch. Lasst gerne ein Like da, wenn euch der Stream gefällt. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay, habe ich die... Nein, die habe ich noch nicht gemacht. Die täglichen 10 Spieler XP. Genau. Hoppala. Es laggt heute irgendwie immer wieder mal. Aber es hat schon viel schlimmer gelaggt. Ist dein Hund eigentlich noch wach? Ich könnte ihn jederzeit aufwecken, wenn ich möchte. Aber die Frage ist, ob ihr das wollt. Er chillt einfach da neben mir. So ganz gemütlich. So, muss ich jetzt so absteigen oder geht es auch so? Okay, ich muss absteigen. So. Unterwaldtrail.
Okay. Gut, und das wäre erledigt. Könnte mein Hund ja auch immer aufwecken, aber ich glaube, das wäre keine gute Idee. Also meiner ist noch topfit, also wenn ich ihn aufwecke, macht ihm das gar nichts aus. Im Gegenteil, er freut sich sogar. Die mit den Hühnern tanzt. Okay. Weiß Luna das große Geheimnis über deinen Hund? Nein, und es wird auch vorerst ein großes Geheimnis bleiben. Also ich will hier nichts ausplaudern. Okay, das finde ich gut. Doch, ich weiß es, glaube ich. Okay. Ich habe ja mal seine Rasse erwähnt. So. Hui. So, neue Bestzeit? Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, bei weitem nicht. Du hast ja keine Ahnung, aber du hast ja einen Short gemacht. Ja, das habe ich. Also auf jeden Fall ist mein Hund eine japanische Rasse. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Es gibt ja mehrere japanische Hunderassen. Hast du das Outfit eigentlich genauso ausgewählt, damit damit es zu Rumi passt? Yep, habe ich. Also mein Outfit hier im Spiel ist Absicht. Okay, dann ab zum Dinotal. Dinotal, ich komme. Lagerplatz. So, let's go! Woohoo. Soll ich mal ein kleines Dress to Impress Short hochladen, wo ich alle meine Outfits zeige, die ich gespeichert habe? Warum nicht? Wenn es dir Spaß macht, dann go for it. Und es werden dann bestimmt auch andere dieses Video oder Short schauen. Ich weiß halt nicht, ob das zu egozentrisch ist.
Nein, dann könnte man ja auch nicht ein alle meine Pferde-Video machen. Ist ja im Prinzip dasselbe. Entweder indem man alles vorstellt, was man hat, zum Beispiel bei Dress to Impress Kleider oder in Star Stable Pferde, dann, ja. Verstehe dich halt so, wie du über deinen Hund redest. Ich sag nur, mein Kuscheltier behandle ich auch so. Oh, das ist süß. Nur ist mein Hund kein Kuscheltier. Aber mein Affe, der morgen kommt, ist ein Kuscheltier. Und ich freue mich so auf ihn. So. Dann geht's schon weiter nach Südhof. Ich finde das nämlich immer ein wenig komisch, wenn die Leute plötzlich mir schreiben, ja, ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn ich mal dein Pferd sehen könnte. Okay. Nee, naja, dann gibt es da draußen Leute, die sich tatsächlich dafür interessieren. Okay. Fiona Flower Time. Cool, Flower Time ist auch ein toller Name. Blumenzeit. Okay. Arbeitszeitweise. Also nicht komisch, aber ein wenig überrascht. Okay. Dann kann die Riesenmöwe, die in diesem Rennen vorkommt. Wo ist die nochmal? Also die Katze. Moment, in diesem Rennen. Bei der Arbeitszeitweise. Ups. Riesenmöwe. Oder bei dem anderen Rennen. Weil da habe ich jetzt gerade keine Möwe gesehen. Oder diese hier. Wofür ist es doch, dass dein Hund so behandelst? Was? Wofür ist es doch, dass deinen Hund so behandelt? Weißt du, was ich meine? Wofür ist es? Also meinen Hund so behandeln, wie ich ihn behandle. Natürlich ist das okay. Warum sollte das nicht okay sein? Auch bei der Katze. Ja, die Katze, die habe ich schon gesehen. Diese Monsterkatze. Oder Riesenkatze klingt vielleicht ein bisschen besser. Ah, da! Okay, ich sehe sie. Die Riesenmöwe. Die habe ich ja noch nie gesehen. Warum habe ich die noch nie gesehen? Okay. Spannend. Keine Ahnung, habe nur Angst, irgendetwas Falsches zu machen oder zu sagen. Nein, warum, Luna? Du kannst da nichts Falsches sagen. Also ich behandle ihn auch, als wäre er ein echter Hund und niemand hat was dagegen. Ich meine, warum sollte man da etwas dagegen haben? So, dann das Springreiten.
behandle meine Pferde auch in es so wie echte Pferde und ich liebe sie. Da ist gar nichts falsch dran. Ich meine Plüschtiere sind für mich auch lebendig. Also, na gut, das waren sie schon immer. Okay, weil ich fühle mich halt immer besser, wenn ich mein Kuscheltier und so behandle, als ob recht wäre. Oh, das ist süß. Also dann ist Leo ein Kuscheltier. Oder wie ich manchmal mit Figaro im Spiel rede. Ja, eben, warum nicht? Wenn es einem gefällt, dann go for it. Rose Ember Lion. Okay, danke für die Freundschaftseinladung. Nehme ich gerne an. Was möchte sie denn? Silly Castles. Hey. Hey. Finde dein Outfit so cool. Danke dir. Einfach Rumi. Ja. Es ist nicht die erste, die das sagt. Nee, Leo ist nicht, aber sein Freund nicht. Ah, okay, gut. Aber toll, dass man mein Outfit erkennt. Liebe K-Pop Demon Hunters. Naja, ich liebe den Film jetzt nicht. Ich finde ihn zwar gut, aber ich liebe ihn nicht, aber ich liebe, dass der dahinter steckt. Same. Aber ich glaube nicht, dass ich das da schreiben kann. Okay, ich würde es gerne weiter leveln. Okay, dann wo gehst du jetzt hin? Zum Einsiedler leveln. Einsiedler meinte ich. Okay, geht's jetzt auch dorthin, oder? Okay. Na dann, let's go. Weil früher wollte ich immer einen Hund, deswegen habe ich Leos Freund und wegen Panikattacken. Okay, das ist süß. Naja, mein Plüschäffchen, das morgen ankommt, wird auch mein emotionaler Anker sein. Das heißt, ich werde ihn immer hervorholen, wenn ich irgendwie sehr gestresst bin oder überfordert oder überreizt oder was auch immer. Und dann, egal ob ich in der Öffentlichkeit bin oder nicht, ich hole ihn dann hervor, knuddle ihn und ja. Und die Wildponys. Rose Emberline. Ist der Affe groß und hat er schon einen Namen? Er ist nicht groß, also etwa wie eine ausgestreckte Hand von einem Erwachsenen, würde ich jetzt mal sagen. Und er hat einen Namen, ja. Den habe ich schon ähm, seit, seit ich ihn bestellt habe. Also, das heißt, der Affe hat die perfekte Größe für meinen Rucksack. Rucksack. Und eigentlich wollte ich in einen
in einen Supermarkt gehen, also in einen Spielzeugladen, um mir ein Stofftier zu kaufen, das mich anspricht. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert, weil mein Herz sich bereits für den Affen entschieden hatte. Also konnte ich noch so viele Plüschtiere, also Stofftiere anschauen. Mein Herz wollte sich einfach in keins verlieben, weil es sich bereits schon in eins verliebt hat. Und das war der Affe. Wir müssen wirklich mal einen Clubtreffen in Nicht machen. Oh ja, unbedingt. Dann nehme ich meinen Affen mit. Na gut, er kommt sowieso mit. Also, ja. Schein hat's. Nein, es hat nicht geschrieben. Okay. Aber die Frage ist nur, wann wir ein Clubtreffen machen würden. Also genau das, was du eben geschrieben hast. Weil ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil YouTube macht Probleme, wenn ich so etwas anspreche. Deshalb lieber ein bisschen zurückhaltend. Oder über Discord können wir auch. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Oh je, ja. Ich hatte nach dem Stream, als ich es angesprochen habe, habe ich eine Meldung von YouTube bekommen, dass jetzt mein Kanalverlauf nicht mehr positiv ist und ich, ups. Ja, wir müssen jetzt auch mit Dor besprechen. Genau, sie gehört auch zu uns. Ja, aber sie ist da gerade im Urlaub, aber wahrscheinlich auch über Discord erreichbar. Genau, ich getraue mich halt nicht in der Öffentlichkeit mit Nero, Leos Freund, rumzulaufen. Ja, ich kann es verstehen, dass das sehr schwierig ist, aber also ich nehme meinen Aff nur hervor, wenn ich wirklich Panik habe oder ihn wirklich brauche. Und sonst bleibt er schön brav im Rucksack. Aber alleine, dass ich weiß, dass er da ist, dass ich ihn jederzeit hervorholen könnte, alleine das wird sehr helfen. Deshalb, ja. Also, es ist nicht, auf jeden Fall nichts falsch dran. Genau. Okay, dann Goldspur. Level 19, okay. Ember Queen. Hm. Also mal sehen, ob es mir jetzt zur Goldspurfarm folgt. Es wird jetzt etwas tricky. Goldspurfarm. Mal schauen, ob sie etwas schreibt. Also, sie wird mich sonst wahrscheinlich nie wiederfinden. Oh mein Gott, mir ist gerade was eingefallen. Ich könnte mal Figaro basteln. Gute Idee. Warum nicht? Oder ein Plüsch-Figaro. Es gibt bestimmt. Moment, sind diese Hunde irgendwie Terrier oder da im Spiel? Weil es gibt bestimmt so Plüsch-Terrier, die genauso aussehen. Komm schon, Goldspurfarm. So. Aber Basteln ist natürlich viel kreativer. Also was dir mehr gefällt. So, schauen wir nach. Okay. So, Grüntal, da bin ich. Ich habe schon ein paar Stofftiere gebastelt. Also wirklich genäht oder aus Papier oder Karton oder sonst etwas. Wolke, kannst du mir mal ein Bild von deinem Hund oder von SSO schicken? Will dir ein Bild zeigen? Oh, sehr gerne, Luna. Ich fände es sehr toll, wenn du meinen Hund zeichnen könntest. Von deinem Hund oder von SSO schicken. Okay, also du meinst von meinem Charakter?
Nein, wirklich genäht. Oh mein Gott, und wie ist das rausgekommen? Wie cool ist das denn? Ja, mache ich gerne. Okay. Ähm, was meinst du jetzt von meinem Hund oder von meinem Spielcharakter in SSO? Also ein gezeichnetes Bild von meinem Hund wäre richtig toll. Weil die KI kriegt es einfach nicht hin. Leider. Witzig, ich habe Tiere genäht, die ganz andere Farben gehabt haben, wie zum Beispiel einen Dalmatiner Eichhörnchen. Jö. Also ein Mix zwischen einem Dalmatiner und einem Eichhörnchen. Das wäre ja cool. Kannst du auch Hunde nähen? Mein Liebling, egal, kannst du dir aussuchen. Okay. Mein Liebling war das Eichhörnchen und der Schweif vom Eichhörnchen war aus echtem Hasenfell, auch wenn es weh tut. Wow, aber bestimmt sehr, sehr flauschig. Ah, Dalmatiner Eichhörnchen, jetzt kapiere ich's. Ein Eichhörnchen, das gepunktet ist, okay. Oh mein Gott, ich dachte wirklich ein Mix zwischen einem Dalmatiner und einem Eichhörnchen. Entschuldigung. Sonst einigen wir uns, dass Luna entweder der Spielcharakter oder den Hund malt und nicht das andere. Hey, sehr gute Idee. Dann, Luna, fände ich es toll, wenn du meinen Spielcharakter zeichnen könntest. Und Raya meinen Hund. Wenn ihr wollt. Wisst natürlich nicht und so. Wäre auch eine Idee. Okay. Weil ich habe schon überlegt, meinen Hund nachzumachen, also aus Plüsch, aber ich habe keine Ahnung, wie man Plüschtiere näht. Okay, dann gehe ich mal zu meinem Hassrennen. Ja, egal, schick mir einfach irgendein Bild und ich zeichne es. Alles klar. Dann soll ich dir jetzt eins schicken, oder? Dann müsste ich erst noch eins machen von meinem Charakter. Okay, ich schau mal, wenn ich Zeit habe, jetzt mit Procreate soll das funktionieren. Okay. Also ich fände es mega toll, eine Zeichnung von meinem Hund zu haben. Das wäre so toll. Weil ich möchte unbedingt mal das im Comic-Stil oder zumindest mal gezeichnet, aber eben wie gesagt, die KI kriegt es einfach nicht hin. Hoppala, nein, oh, das war knapp. So, ups. Okay. Nein, 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 nein. Warum? Warum ist es so? Warum ist dieser Sprung so nervig? Okay, nächster Versuch. Geht doch. Kannst du mir das nach dem Stream schicken? Ja, werde ich machen. Dann, reicht es einfach nur ein Bild ui, mit einem neutralen Hintergrund von meinem Star Stable Charakter. Und dann, ja. Hast du einen besonderen Wunsch, wie hier sitzen soll oder so? Nicht unbedingt. Er soll einfach glücklich aussehen.
So. Gut, dann geht's mal da die Rutschbahn runter. Mal schauen, ob das Pferd mitmacht. Nee, okay. Okay, ich habe eine Idee. Bin auf Lukas Zeichnung gespannt. Du meinst Luna? Oder ist da noch wer, den ich da nicht sehe? Oder nicht kenne? Komm schon. So. Nein, ich meine Luna. Okay, schon gemeint, dass da noch irgendwie jemand anderes irgendwo ist, den ich gar nicht kenne. So. Ich muss es doch mal schnell nachsehen. Ist wirklich sortiert für. Oh mein Gott, wie toll. Zustelldatum. Voraussichtliche Zustellung Mittwoch, 15. Oktober. Oh, wie toll. Ich heiße jetzt Lukas. Genau, Luna. Ich meine Lukas. Willkommen in meinem Stream, Lukas. Schön, dass du da bist. Nein, Quatsch. Du bist und bleibst Luna. Außer du willst unbedingt Lukas genannt werden. Aber ich glaube nicht, dass du das möchtest. Aber ich bin auch sehr auf deine Zeichnung gespannt, Raya. Ja, ich bin auch sehr auf eure beiden Zeichnungen gespannt. Also wenn ich fertig bin, was soll ich sie dir hinschicken? Ähm, mach auf Discord. Das reicht schon. Ja, nee, alles gut, Lukas. Heißt mein... Oh, okay. Na gut, dann besser Luna. Dann bleiben wir bei deinem wirklichen Namen. Das Schlimmste ist, mein dritter Name ist genau derselbe wie der von meiner Mobberin, die es bei mir angefangen hat. Also ich heiße genau gleich wie sie. Zum dritten Namen und das hasse ich so sehr. Genau. New Hill Quest Jumpy, nein, danke. Oder zumindest nicht jetzt. Nicht während dem Leveln. Da werden keine Jumpies geritten. Ich glaube, ich habe mich in die Frisur verliebt. Same Raya. Ich finde die extrem toll. Und, aber eigentlich finde ich sie nur extrem toll, weil Sony sie designt hat. Und nicht jemand anders. Und eine von Sony designte Frisur in Star Stable ist gleich tausendmal besser als jede andere Frisur, finde ich. Mein Zweitname ist okay. Das ist jetzt nicht allzu schlimm, finde ich. Also ich verrate meinen zweiten und dritten Namen nicht. Nur den Spitznamen vom ersten Namen verrate ich. Und das ist da öffentlich also. Ups, Entschuldigung, ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Naja, wenn man sich wohlfühlt, kommen automatisch, oder, wie sagt man? Kommen halt solche Geräusche hervor. Ich fand sie am Anfang gar nicht so toll, weil ich fand sie passt beim Charakter überhaupt nicht, aber irgendwie hat sie was Punkes, obwohl es K-Pop ist. Ja, das stimmt. Also ich habe die Frisur nur ausgewählt, weil sie sehr wie die aus einem Sony-Film aussieht. Wenn das Sinn ergibt. Ihr wisst ja, Sony Forever.
Okay. So. Mein Drittname ist, den mag ich eigentlich, würde ich lieber Nero heißen. Das ist ein extrem cooler Name. Absolut, genau. Aber wenn es wirklich dein Drittname ist, dann bin ich eifersüchtig. Weil das ist ein sehr, sehr cooler Name. Oder Nero, sagt man ja im Englischen. Aber ich finde Nero schöner. Das heißt, das ist ein Name für beide Geschlechter oder ist das jetzt nicht der ein jungen Name? Weil ich kenne diesen Namen jetzt nur bei Spielcharakteren und anderen virtuellen Personen. Oder wie kann man sagen? Ja, ich kenne es jetzt eher als Spitznamen, nicht als echten Namen. Aber trotzdem, wenn es wirklich dein Name ist, dann echt cool. Ich habe nur einen Zweitnamen und das ist meiner, den ich hier auf dem Account habe. Ah ja, und ansonsten mein Papa nennt mich Jageli und meine Mutter hat mich Mäuschen genannt. Oh je. Na gut, meine Mutter sagt mir auch Mäuschen. Früher war ich das Hexli bei meiner Oma. Sie hat mir immer Hexlein gesagt. So. Mein Vater hat mir nie irgendeinen Spitznamen gegeben. Okay, dann geht's weiter. Keine Ahnung, aber früher wussten die nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Eigentlich sollte ich ein Junge sein. Oha, das klingt spannend. Also, ich meine, je nachdem, wie du dich wohler fühlst, natürlich. Wohl ehrlich gesagt, ich habe was von einer Maus. Hoffentlich nicht, also hoffentlich positiv gemeint. Okay, dann geht's weiter, würde ich sagen. Noch dieses Flachs mitnehmen. Perfekt. Und natürlich positiv gemeint, ein kleines süßes Mäuschen. Oh, das klingt süß. Ich finde es nicht spannend, weil meine richtigen Eltern lieber einen Jungen wollten. Okay, na dann ist nicht so witzig. Aber am besten bist du einfach du selbst und wenn du weißt, bei welchem Geschlecht du glücklicher bist, dann ist das eigentlich schon logisch. Mein Gott, ich habe jetzt, weil ich wollte etwas aufnehmen und uns beide aufnehmen wollte, habe ich jetzt ständig die Aufnahme angehabt. Oha. Also das heißt, dein Speicher leidet gerade ziemlich. Mein Papa, ihre Eltern, mein Papa, also seine Eltern, haben sich auch lieber ein Mädchen gewünscht und sie hätten sie sonst Jenny genannt. Oh, Jenny ist auch ein cooler Name. Okay, Raya galoppiert auf der Stelle. Also mit meinem Internet ist da alles okay, oder? Also der Stream hängt nicht oder so. Ah nein, da vorne ist sie wieder. Ich entscheide mich einfach für keine Geschlecht. Manchmal trage ich Jungensachen, manchmal Mädchensachen. Ja, du bist ja nicht alleine, Luna. Weil Jungs haben meistens die cooleren Kleider. Also ich habe so viele Jungs, was? Ich habe so viele Kleider für Jungs oder für Herren.
Oh mein Gott, was sag ich da? Vergesst es einfach wieder. Ich habe keine Jungs. Nur die zwei Katzen, also Kater, die ich mal hatte, habe ich nicht Jungs genannt. Das kann ich ein Pferd Jenny nennen, finde ich. Cooler Name. Ja, Jenny ist ein echt cooler Name. Oder etwas, das nah rankommt an eine Saison. Na gut, am liebsten würde ich den Stream jetzt gleich offline nehmen, weil es mir gerade so unangenehm ist. Ups. So. Oh je, wieso? Weiß auch nicht. Irgendwie hat das gerade ein unangenehmes Gefühl ausgelöst. Das, was ich da eben gesagt habe mit den Jungsklamotten und so. Also Herrenklamotten eher. Oder das meiste ist eher für beide Geschlechter. Also weder Junge noch Mädchen. Also es ist für beides gut. Ich erinnere es, es war auch immer mit Jungsklamotten herum. Steht mir einfach. Ja, wenn es dir passt, dann wieso nicht? Und in SSO gibt es auch keine Regeln. Also Regeln schon, aber nicht in diese Richtung. So, ein Schluck Wasser. Mit dieser Rumi-Frisur könnte sich auch ein guter Junge designen lassen. Ja, das so ein Fantasy oder so, das wäre noch richtig cool. Okay, dann ab zum Mark. Hallo Mark. Hallo. Und Archie. Oh, süß. Oder mal einen Typen mit Bart oder Vollbart. Ja, warum nicht? Mein Rücken hat gerade so laut geknackt, das hat man bestimmt sogar bis zur Tierwolke gehört. Oh nein, also ich habe nichts gehört, kann ich dich beruhigen? Ähm, aber ja, das kann schon unangenehm sein. Weil ich war vorhin so am Tagträumen. Eieiei. Ich und Tagträumen, das ist so typisch. So. Und Endspurt geschafft. Perfekt. Guck, mein Speedgirl, mein Mustang. Was? Okay. Genau, ich wollte auch noch herausfinden,
ob ich diese Musik, die da gerade läuft, irgendwo finden kann, weil ich finde die mega toll. So, ich meinte, meine Mustang-Stute, die ich hier reite, ich liebe sie. Ah, okay. Ist doch schön. Und Carry Place bereits ausgelevelt. Oder ist der noch an der Reihe? Hatte heute eigentlich voll den schlechten Tag, aber bin voll gut gelaunt. Was ist mit heute los? Ist doch schön, Luna. Genieß diesen Moment. Hm. Reicht das für ein Level Up? Bitte? Bitte? Nein! Moment, wegen. Sag jetzt nicht, dass wegen 6 XP nicht reicht. Och nö. Da kommst du noch an die Reihe, der hat gerade Pause. Okay. Ja, Pause haben ist auch schön. So, Aria ist Level 14. Das heißt, ich wechsle schnell das Pferd. Ja, ist ja gut. So. So. Also dann, ich level meine Pferde nur bis Level 14 und dann sammle ich sie zusammen, bis ich mehrere habe, die Level 13 oder 14 sind. Und dann gehe ich ab nach Firgrove, schaue einen Film nebenan und level sie dort aus. Mir wurde heute im Zahn rumgebohrt. Oh nein, was beim Zahnarzt? Ich hätte auch gerne mal ausgelevelte Pferde. Auch bei Rennen ist mir ehrlich gesagt egal, ob es dann XP verloren geht. Für mich zählt das Money, das ich. Ah, das Geld, das ich bekomme. Okay. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke, Luna. Hm. Okay, wer ist noch nicht Level? Ich nehme Sally. Hallo Sally. Hallo meine Große. Da war ich. Oha. Ich war schon so lange nicht mehr beim Zahnarzt und ich möchte dort auch nicht hin, ehrlich gesagt. Also Moment, jetzt die vergessenen Felder. Okay, ich habe bald 10.000. Die vergessenen Felder. Okay. Ups. Das wollte ich. Oh, schon gedacht, es hat mich entfernt, aber es ist einfach nur offline. So, mal schauen, wo Ellie ist. Ellie, da ist sie. Perfekt. Ich finde es so cool, wie dieses Pferd irgendwie leuchtet. Ich finde das mega toll. Aber es sieht irgendwie, ehrlich gesagt, mehr aus wie ein Schleimpferd anstatt ein Zombiepferd. Irgendwie. So dieses grün leuchtende. Naja. Oder ein X-Ray. Cool, ein Röntgenpferd. Das wäre auch was. Ich bin. Ich die gerade realisiert, wie komisch ich eigentlich bin. Nein, Luna, du bist nicht komisch. Kommen wir gleich noch. Alles klar, Raya. Noch kein Stress. Ich bin noch mindestens 6 Minuten auf den vergessenen Feldern. Moment, ich lese deine Nachricht gleich. Ich werde mir das Bett auch noch holen. Du meinst wahrscheinlich das Pferd. Auch noch holen und mit einem Account, den ich auf meinem Kanal noch nie gezeigt habe. Okay, cool. Wer willst du das wissen, Wolke? Ich bin komplett komisch. Also du wirkst jetzt gar nicht komisch. Also so wie du das schreibst, finde ich.
Es ist erst 9:30. Ich will, dass jetzt Mitternacht oder so ist. Weil dann ist endlich Mittwoch. Und dann kommt endlich mein Äffchen. Ich hab seinen Namen noch gar nicht gesagt, oder? Aber du kennst meine Hobbys nicht, du kennst meinen Humor nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal raten, dass du nicht komisch bist. Auch wenn du dich selbst so siehst. Okay. Gut, dann ab zum Mittelalterplatz. So. Und soll ich es dir beweisen? Nur wenn du willst. Aber vielleicht nicht unbedingt im Stream, wenn es unangenehm sein könnte. Ups. Ja, da ist Raya mit Scary Place. Doch, warum steigst du nicht, Sally? Sally? Sally hat wohl keine Lust. Also ich finde, es sieht extrem toll aus. Es sieht toll aus. Ich finde das Violett aus den Haaren und das Violett ein Pferdeset extrem toll. Und das ist die neue Jacke vom Halloween-Event. Ich finde die so süß mit diesem Geistchen und dem Kürbis. Ich renne auf allen Vieren herum. Na und, das habe ich als Kind auch gemacht. Ist doch nichts Schlimmes. Aber jetzt als Erwachsene mache ich es nicht mehr, weil mir da sonst die Knie wehtun. Doch, das war das Richtige. Also ich muss schweren Herzens leider damit aufhören. Klingt auch komisch, ich weiß, aber es ist so. Ich ziehe Katzenmasken auf. Warum nicht? Also in deinem Alter ist das doch noch völlig normal. Und auch Erwachsene dürfen sowas tun. Also mach einfach das, was dir gefällt, egal was andere sagen. Ich habe eine aus einer Schüssel wie ein Hund geschlappert. Okay. Ich will ein Junge sein. Okay, Luna. Dann. Es gibt viele Wege, wie du das angehen kannst, aber ich kenne mich da leider zu wenig aus. Ja. Aber es dauert viele Jahre, bis der Prozess sehr weit ist. Das kann ich schon mal sagen. Weil ich habe schon einige Dokus darüber gesehen. Und ja, meine Klasse sieht es aber ganz anders. Oh je. Na gut, die in deiner Klasse, die sehen das bestimmt anders. Meine Klasse hat mich auch damals ausgelacht, weil ich mit Lego, als Kind mit Lego gespielt habe. Die haben mich da ausgelacht. Also logisch sind, wenn sie dich nicht mögen, dann ist klar, dass sie das nicht toll finden. Glaubst mir, Luna, in der Welt gibt es viel wirklich komische Menschen und die sind wirklich komisch und unheimlich. Ja, solche gibt es natürlich auch. Also wir können dir hier nur Mut zusprechen, damit du wirklich an dir selbst festhältst und dir das tust, was dir gut tut und wo du dich auch dabei wohlfühlst. Mehr kann ich da leider nicht sagen. Ich bin im Moment mit Leuten viel zusammen, die ihres Geschlechts wechseln wollen, falls das so wäre. Okay. Also ich kann nur so viel sagen. Als Kind habe ich früher lieber mit Autos anstatt mit Barbies gespielt. Ich hatte mal eine Barbie, der habe ich die Haare ausgerissen, ihre Kleidung ausgezogen und dann ab in die Schublade damit. Dann nie wieder hervorgeholt. Ich konnte mit Barbies einfach gar nichts anfangen.
Und allgemein mit Mädchenspielzeug, ja. Aber identifiziere mich zu 100% als Frau, also ist da nichts ungewöhnlich daran, finde ich. Genau. Ich habe mich fertig gemacht, weil ich ein Pferd zu Hause hatte und wir wollen einfach nur mobben, weil sie keine Zeit vertreiben wollen. Ja, einige haben einfach nichts Besseres zu tun, als andere fertig zu machen. Wir sitzen alle im selben Boot, leider. Aber genau, weil wir im selben Boot sitzen, haben wir alle mehr Verständnis füreinander, finde ich. Also wir können viel mehr miteinander mitfühlen und so, weil wir genau wissen, wie schlimm das ist. Und was ist so schlimm daran, wenn man ein Pferd zu Hause hat? Pferde sind toll. Oh, Level Up. Sally ist Level 7. Yay. Besonderer Trick. Ah, okay, sie fällt ja fast vorne raus, wenn sie da in der Steigung das macht. Okay. So eine spezielle Gangart, das glaube ich, genau. Ich finde diese spezielle Gangart so toll. Ich habe die schon bei den Selfrasse geliebt. Okay, dann ab nach Dandal. Dann ist meine Levelroute bald fertig, hätte ich nicht gedacht. Okay, let's go. Das Moos noch einsammeln. Oft ist es auch so, dass die Mobber selbst eine schwierige Zeit gerade durchmachen und das an anderen Menschen auslassen. Genau, bei mir war es der Fall. Meine Mobberin, also die das Ganze zum Laufen gebracht hat, kam aus einem völlig anderen Land, konnte kein Deutsch. Und ja, sie hat wahrscheinlich aus eigener Unsicherheit gemacht. Was vielleicht psychologisch irgendwie verständlich ist, aber es ist nicht korrekt. Es ist halt traurig, dass nur die Menschen gemobbt wurden oder so mehr auf andere achten. Ja, okay. Ja, oder einfach die vielleicht nicht der Norm entsprechen oder so. Oder nicht 0815 sind. Ja. Hallo Pferdemädchen, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Also ich kann echt von Glück reden, dass meine Zeit beim Mobbing blöd gesagt harmlos war. Also andere hatten es viel, viel schlimmer. Wer möchte normal sein, das ist langweilig. Ja, normal sein, das ist so 0815. Wer entscheidet über normal? Ja, ich würde sagen, das, was der Durchschnitt ist normal, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist echt schwer, da normal zu bestimmen, weil irgendwie, ich weiß nicht, die Gesellschaft irgendwie, die erwartet ein bestimmtes Verhalten. Und wenn man da anders ist, dann ist man schnell komisch oder wird zum Außenseiter oder so. Und das finde ich nicht toll. Also in der Erwachsenenwelt vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem.
Okay, übrigens wegen dem. Moment, Reihe hat gerade was geschrieben. Ähm, aber es ist nicht. Moment. Aber es ist nicht Worte stärker, wenn man seiner Mutter sagen kann, ich bin halt so wie ich bin und du kannst dann nichts aussetzen und das macht dich stark. Ja, also ich kann jetzt da nichts so sagen. Irgendwie mein Hirn kann nicht den ganzen Satz aufnehmen. Klingt blöd, aber ja. Naja, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt ich selbst, egal was andere sagen, dann ist das schon sehr stark und es stärkt wahrscheinlich auch das Selbstwertgefühl oder sowas. Ja. Also ich kann von Glück reden, dass meine Mutter mich akzeptiert, so wie ich bin. Und sie möchte sogar auch, dass ich mehr ich selbst bin. Und ja, und alles falsch geschrieben, dumme Autokorrektur. Immer diese liebe Autokorrektur. Unglaublich. Aber wenn ich mal Kinder habe, werde ich es besser machen und gucken, ob es meinem Kind gut geht. Das ist sehr wichtig. Ja. Also ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie ein eigenes Kind haben werde, deshalb, ja. Aber immer darauf achten, dass es dem gut geht. Das ist sehr wichtig. Aber es ist halt nicht einfach. Ja, das stimmt. So. Ja, dann ab zu den Jorvik Rangers bei der südlichen Nebelfallstation. Okay. Ich habe, seit ich angefangen habe zu streamen, habe ich über 1 Liter getrunken. Ich sollte öfter streamen, dann komme ich öfter auf meine 2 Liter pro Tag. Okay. Die Kamele kommt noch mit. Perfekt. Ich habe wieder 0 Liter getrunken, dann nutze ich auch keinen Stream. Man nutzt auch keinen Stream. Okay. Naja, ich trinke in der Regel auch sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Ich glaube, ich werde nie ein Kind haben, aber egal, obwohl, wenn schon adoptiert. Okay, ich würde nicht einmal eins adoptieren wollen. Aber ja, jedem selbst überlassen. Okay, Turnklammrennen. Es ist bald 22 Uhr. Yay. Kann die Zeit nicht einfach schneller vergehen? So mit dem Fingerschnipsen und schon ist Mittwochmorgen. Das wäre toll. Wolke, bist du dann also morgen wieder live? Nein, leider nicht. Es gab eine Planänderung. Morgen bin ich nicht live, aber dafür am Donnerstag wieder. Oder wärt ihr am Mittwochnachmittag dabei? Mittwochnachmittag oder Donnerstagabend oder beides? Aber mal sehen, ob ich da wirklich mithalten kann mit drei Streams am Stück. Wer kommst du eigentlich wieder live? Gute Frage. Würde mich jetzt auch gerade interessieren. Also mir hat ein Live gestern sehr gefallen. Er war wirklich gut. Kann ich nicht so sagen. Okay, also auf was bezogen? Auf das, was Luna eben geschrieben hat? Oder auf das, dass du am Mittwochnachmittag vielleicht keine Zeit hast, um dabei zu sein beim Live?
Also, ich streame nur, wenn ihr auch Zeit habt, weil sonst macht es nicht wirklich Sinn. Es hat eigentlich vor, live zu gehen, wenn Wolke nicht live geht oder es zu versuchen. Okay, ja, wir können uns da sehr gerne Rücksicht nehmen gegenseitig. Also, dass wir dann jeweils im Stream des anderen dabei sind und nicht gegeneinander streamen. Genau. Also, ich wäre da dabei. Südlicher ist Nebelfall Wall drinnen. Also nochmal, seid ihr am Mittwochnachmittag dabei oder nicht? Weil je nachdem streame ich dann eben nicht. Ich meine wegen dem Nachmittagslive. Ach so, dass du das dann noch nicht sagen kannst, okay. Genau, ist so eine unsichtbare Wand, genau. Ja, ist gut, Sally. Komm schon. Komm schon. Schaffe ich das? Perfekt. Alles gut, ich würde mich sowieso nach dir richten. Okay. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Rai nochmal live kommt. Ja, mich würde es auch sehr freuen. Weil da getraue ich mich tatsächlich in den Chat zu schreiben, was ich mich bei anderen nicht getraue. Sonst schreibe ich dir mal auf Discord, wenn ich mal gucke, was ich morgen mache. Ja, das finde ich gut. Dann kannst du mir morgen auf Discord schreiben, wenn du weißt, was du am Nachmittag machst oder ob du überhaupt etwas machst. Und dann richte ich mich nach dir, Raya. Und wenn du Zeit hast, dann streame ich und wenn nicht, dann ist auch völlig okay. Beide können mich einfach so gut ablenken, schaffen nicht viel. Oh, das freut mich sehr, Luna. Ich mache das natürlich auch gerne, dir da helfen, dich abzulenken und so. Und wenn dir das hilft, dann freut es mich sehr. So. Okay, dann ab nach Redwood Point. Okay. Ach komm, Luna. Aber ich finde es sehr schön, wie ihr euch da gegenseitig unterstützt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so eine tolle Community haben werde. Ihr seid einfach die Besten. Auch untereinander finde ich es mega toll, wie ihr da miteinander umgeht. Das finde ich toll. So. Und da wären wir. Wolke, kann ich dir ein Bild schicken über Discord? Musste ich was fragen. Klar, wenn du möchtest. Dann schaue ich es mir nachher gleich an. Discord. Okay. Dann kannst du mir schnell schreiben da im Chat, ob du es mir schon geschickt hast oder nicht. Oder allgemein einfach geschrieben.
damit ich dann schnell nachsehen kann, weil ich bekomme leider nicht immer Benachrichtigungen, was ein bisschen doof ist. So, okay. Nein, wirklich, Sally. Du bist, Sally, du bist echt ein Profi im irgendwo festhängen. Uppala, genau, einmal abheben. Okay, ich schaue es mir gleich nach dem Rennen an, dass er jetzt dann gleich fertig ist. So, okay, was hast du da? Okay. Oh Mann, der Kampf fängt wieder an. Oh nein. Oh, das ist eklig. Als wenn er nicht mehr weggeht oder immer wieder kommt, vielleicht mal abklären. Nicht, dass da noch was dahinter steckt. Null Zuschauer. Nein, jetzt steht bei mir ein Zuschauer. Obwohl zumindest du und Raya dabei seid. Also eben diese Anzeige, die stimmt nicht immer. Also hallo an diesen einzelnen Zuschauer, schön, dass du da bist. Okay, eigentlich möchte ich nicht fangen, aber was soll dahinter stecken? Es ist halt ein Kampf. Ja, das ist meine nicht vorhandene Hypochondrie. Ähm, ja. Okay. Raya ist eingefroren im Spiel. Sieht sehr speziell aus. Gut, dann Mondsicheltorf. So. Und Mondsicheltorf. Bei der einen Anzeige steht ein Zuschauer und bei der anderen null. Ja, bei mir steht es auch null. Nein, ich lebe noch. Ja, das sehe ich. Ja. Genau, also wir denken da nicht immer gleich. Also, ja, nicht wundern, wenn ich mal was Komisches sage. Oder etwas, das man nicht nachempfinden kann, oder wie sagt man schon wieder? Dass man nicht nachempfinden, sondern auch etwas mit nach, aber ich komme gerade nicht drauf. Egal. Okay, Mondsichteldorf rennen. Also, was ich manchmal habe, ist, dass es sich anfühlt, als würde der eine Zehen über den anderen liegen. Okay. Finde ich jetzt nicht so tragisch. So, ja. Okay, da hat es gerade 3 Archäologie-Spots, die aktiv sind. Der da oben irgendwo. Der ist auch cool, 4 Spots. Finde ich die nachher? Habe ich überhaupt Platz im Inventar? Boah, ich hoffe es.
fühlt sich dann halt einfach so an, als würde dein Kind zu verkrampfen, schmerzt so sehr. Und ich habe das vielleicht einmal im Jahr. Okay. Leo liebt mein Bett, glaube ich. No. Ja, vielleicht, weil es dort so stark nach dir riecht. Ah, ich habe ja fast keinen Platz. Mann. Und dann fühlt er sich dort wahrscheinlich wohl. Und ja. Besonders interessanter von Platz. Nice. Ein wertvoller Gegenstand. Bringt der denn was? Medaille. Oh, cool. Quasi ist es doch gar nicht so spät für meine Verhältnisse. Ja, es ist leider noch viel zu früh, finde ich. Also, mir wäre es lieber, wenn es bereits schon Mitternacht wäre. Weil, ja, ich weiß genau, dass ich nicht einschlafen kann vor lauter Aufregung. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und wie? Ich war nicht Deutschbeste, also Klassenbeste im Deutsch in der Schule. Überhaupt nicht. Und jetzt habe ich Mühe mit den einfachsten Sätzen. Same. Ja, genau. Ja, wirklich, Deutsch ist so schwer. Ja, kann ich mir gut vorstellen, Luna, dass es für dich nicht so einfach ist. Aber ich finde, du machst es sehr gut bis jetzt. Also, ja. Genau, möchte Sally jetzt gerade nicht springen. Salut. Okay, dann mein zweites Hausrennen. Ich finde es so toll, dass du das Frankensteinpferd in ein Weibchen draus gemacht hast. Bei mir wird es 100% ein männlicher zeitloser Hengst werden. Ja, die Inspiration von diesem Pferd ist tatsächlich weiblich. Also den Charakter, den ich da nachgemacht habe, sozusagen, ist weiblich. Also ist dieses Pferd automatisch auch weiblich. Englisch ist für euch auch schwer, oder? Ich hatte einen sehr schweren Start im Englisch, aber jetzt geht's voll. Jetzt geht's voll in Ordnung. Ja, also beim Englisch wurde ich sozusagen einfach ins kalte Wasser geworfen. Also soweit ich mich erinnern kann, natürlich. Bei mir... Moment. Bei mir war es früher auch viel schlimmer. Ich glaube, es geht besser, indem ich irgendwie englische Fan anschaue. Okay. Aber mir hat ein Spiel sehr geholfen, das ich auf Englisch gespielt habe. Aber da konnte ich bereits schon sehr gut Englisch. Also bei mir kam es einfach irgendwie einfach so. Fan Stories. Ah, okay. Am liebsten würde ich jetzt schlafen gehen, um den Abend, also die Nacht schnell hinter mich zu bringen. Aber ich weiß ganz genau, dass ich dann 10 Stunden im Bett einfach da liegen werde und nicht einschlafen kann. Schalte, schalte so genau Dicker 2 Below Zero noch nicht draußen auf dem iPad. Was? Wir haben deutsche YouTuber geholfen. Okay.
So kann man es auch machen mit YouTubern. Stimmt, ich glaube, ich habe auch sehr viel mit englischen YouTubern gelernt. Also das Englisch durch die lernen können. Autokorrektur. Okay. Ich habe vor allem in meiner Jugend sehr, sehr viel englische YouTuber geschaut. Da kommt schon Sally. Okay, Hassrennen geschafft. Schade, dass Subnautica Below Zero auf iPad noch nicht draußen ist. Ja, das ist schon schade. Aber das ist jetzt bereits Subnautica Teil 1, also. Und der ist auch sehr toll und da kann man Stunden drin verlieren. Okay, dann, Dings da, Everwind Felder zum Hasenrennen. Okay, darf ich dich fragen, schaust du die Subnautica-Videos? Äh, Den ersten habe ich gesehen, ja. Bei den anderen beiden bin ich noch nicht dazu gekommen, aber ich werde sie auf jeden Fall noch schauen. Ich bin auch nicht enttäuscht, wenn du es nicht tust. Also ich schaue sie natürlich, weil ich mag das Spiel auch sehr. Eben, wie ich schon gestern in deinem Live geschrieben habe, ich habe jeweils so riesige Türme gebaut bis zur Wasseroberfläche hoch. Na gut, nicht ganz, aber ja, ich habe da einem anderen YouTuber nachgemacht, der das so getan hat. Und ja, Subnautica ist ein extrem tolles Spiel. Oder wie der YouTuber immer gesagt hat, Subnauseous. Also aus welchem Grund auch immer. Hat er das immer gesagt. Dann hat er zum Beispiel der Rettungskapsel einen Namen gegeben. Und dem U-Boot und dem kleinen U-Boot, also das große Submarine und das kleine U-Boot. Genau. Und das habe ich dann übernommen. Ich glaube, das freue ich mich auch mega. Ich bin auch nicht. Aha. Ja. Ja. Was hast du früher wirklich auch so große Türme gebaut? Warum halte ich denn. Was war das? Nö. Okay, Sally ist Level 8. Yay. Ich wurde letztens einfach im Einkaufsladen angesprochen, wo meine Mutter wäre, weil ich noch so klein aussehe. Oh no. Im Moment habe ich so einen dummer Flimmerflügelfisch, der mich verfolgt. Oh nein, das ist. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, aber ich glaube auch im Anfangsbereich sind sehr viele. Da gibt es so Fische, die einem verfolgen. Ja. Gut, Leute, meine Levelroute wäre jetzt fertig. Und ich habe keine Lust auf Jumpies. So, genau. Ich glaube, das ist meine ganze Route bereits gemacht. Ja. Okay, aber ich will noch nicht aufhören, weil ich möchte, dass die Zeit schneller herumgeht. Magst du zum Tornado gehen oder magst du überhaupt noch streamen? Ja, dann lass uns zum Tornado gehen. Das ist eine gute Idee. Obwohl ich brauche den Wellensplitter nicht, weil ich benutze den Kessel eben nicht, weil ich einfach zu blöd dafür bin. Gut, der ist so gleich da vorne, also ganz in der Nähe. Also es ist komisch, manchmal könnte ich 10 Stunden am Stück streamen und manchmal kriege ich nicht einmal eine halbe Stunde hin. Es ist so seltsam. Ein- no. Okay, einen Moment. Ich gehe schnell zu Ski. Nein, ich lasse mich schnell abholen, was soll's. Warum das ist doch einfach, wollen wir es zusammen machen. Nein, für mich ist das jetzt auch nicht so wichtig, dass man da bekommt. Und die Katze, also das Haustier am Schluss gefällt mir auch nicht wirklich, also von dem her, ich verpasse da nichts. Und nächstes Jahr kann man es sehr wahrscheinlich einfach so kaufen. Also ich glaube, dann mache ich das so. Item, oh mein Gott, ist da voll.
keinen Kommentar zu meinen zehntausenden Drachen, Schlüsseln und Halsbändern. Ich habe das alles im Reinen gesammelt. Knochen, Federn habe ich. Federn dahin. Seelensplitter lasse ich mal. Kristallisierte Dunkelheit kommt mal da rein. Pferdehaar. Warum habe ich so? Ah, das ist eine alte Schnur. Ups. Forschungsbonbon. Zum wird das kommt mal. Habe ich das schon? Nein. Das kommt dahin. Das hier. Zinnsoldat habe ich bereits. Und. Okay. Kann man es auch nicht verkaufen, das Set? Naja, ich habe jetzt keinen Grund, ein Set zu verkaufen, aber wenn es mir nicht gefällt, dann hole ich es mir nicht. Dann lohnt sich dieser ganze Aufwand einfach nicht, finde ich. Okay, wo war es nochmal? Silverglade. Ich gehe zu den Neverwinter-Feldern. Was soll's? Okay, da drüben ist er. So, da bin ich wieder. Okay, da ist noch einer. Was ist der letzte? Genau das mag ich am Seelensplitter suchen nicht, weil ich finde den letzten einfach nie. Obwohl, da vorne ist der. So. Ja, ich hab's. Okay, es ist erst 10 nach 10, meine Güte. Okay, dann weiß ich nicht, was ich da noch machen sollte in SSO. Ich finde Geist nicht. Oh je. Ja, ich sehe ihn da auch nicht mehr. Der verschwindet ja, aber vielleicht weiß ist er ein zweites Mal noch da oder ist immer da, nur ist er unsichtbar und man muss ihn dann irgendwie finden. Aber er ist auch nicht so schlimm. Ich brauche diese Seelensplitter sowieso nicht. Also von dem her. Obwohl, ich glaube, da hinten ist er. Kann das sein? Äh, nee, glaube ich nicht. Dem iPad ist es auch nicht gerade einfach, den Geist zu. Obwohl, ist doch da. Irgendwo da muss er doch sein. Okay, ich finde den nicht. Ben Beck, mein Bruder, hat geheult. Oha, Luna. Willkommen zurück. Okay. Er ist bestimmt irgendwo da, aber ich kann den nicht anklicken. Ich habe eine Wolke. Okay, steht er denn direkt vor dir, oder? Weil ich finde den nicht. Oder stehst du in ihm drin? Egal wo ich hinklicke, ich finde ihn nicht.
Was sucht ihr? Den Geist von, also der Seelensplitter gibt. Muss doch da irgendwie dazwischen sein. Zwischen Raya und Rose. Aber da ist nichts. Vielleicht musst du noch mal reinreiten, noch mal rausreiten. Also wie meinst du das? Durch den Geist hindurch oder wie? Etwas. Ja, da ist nichts. Egal, ist auch nicht so wichtig. Du bist sehr weit aus dem Gebiet rausgeritten und dann wieder reinzurennen. Ah, okay. Na gut, ich lasse es sein, weil mir ist das nicht wichtig, wie gesagt. Aber danke für den Tipp. Lol, da oben ist ein Stern. Ah, okay. Huch. Okay, was war das eben? Gut, ich stehe da gerade auf der Bank. Cool. Nein, Sally, bleibst jetzt stehen, danke. Schafft wahrscheinlich auch nicht jeder. Mache es ehrlich gesagt eigentlich nur wegen dem Halloween-Feeling ein wenig. Okay, naja, für mich gehört es jetzt nicht unbedingt dazu. Ach Mann, wohl ein Sandkasten. Kann man da raufsitzen oder warum leuchtet der? Ah, das sind Bänke. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Hä? Okay. Ah, das ist für den Stern. Ja, cool. Nö. Ich dachte, so ein Kasten ist einfach dort und kann gar nichts. Naja, er holt den Stern runter. Habe ich gerade herausgefunden. Leo hat, glaube ich, ein neues Lieblingsbett. Oh, süß. Okay, Leute, ich habe den Stern vorher auch geholt und ich musste einfach nur springen, dann kam er runter. Okay, vielleicht ist das die Lösung, ich weiß es nicht. Genau, Leute, dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier den Stream. Wenn das für euch okay wäre. Ja, hat echt Spaß gemacht. Heute war ein echt toller Stream. Und ja, dann bis eventuell morgen Nachmittag, aber nur eventuell. Raya, da wäre ich froh, wenn du mir dann noch schreibst, ob es dir geht oder nicht. Gute Nacht, schlaf gut, träum was Schönes, Wolke und du auch, Luna. Du auch, Raya, und Luna ebenfalls. Okay, bis bald, gute Nacht. Gute Nacht, Luna. Schön, dass ihr beide da wart, Luna und Raya. Gut, dann würde ich sagen, bis spätestens Donnerstagabend. Und ja, dann ganz gute Nacht, noch einen schönen Restabend. Ist okay, wenn ich morgen nachschaue, ob es dir morgen nachschaue und es dir morgen schreibe. Ja, das ist okay, Raya, dann machen wir das so. Alles klar, dann bis spätestens Donnerstagabend. Das Bild nicht wirklich. Genau, ich mache dann noch eins von meinem Charakter. Und ja, dann schicke ich dir es gleich. Okay, dann tschüss Leute, war super toll mit euch heute. Okay, bis Donnerstag, tschüss.